Kommen Sie mit. Séjourné selbst wandte sein Verfahren in Algerien beim Bau der Brücke in Sidi Rached an. All diese Brücken haben gemeinsam, dass sie aus zwei schmalen Bögen bestehen, die mit einer Platte aus Eisenbeton überspannt wurden. Außerdem hatte es den Vorteil, dass dieser Zwischenraum für Versorgungsleitungen genutzt werden konnte. Und die Brücke war so flexibel, dass sie sich kontinuierlich an die Verkehrsentwicklung anpassen konnte. Was ich damit meine, sehen Sie jetzt. Der Landsbenz des Hoffotografen Charles Bernhoeft, den er hier selbst verewigte, war das erste, aber vorerst auch einzige Auto, das die Adolfbrücke befuhr, obwohl die Brücke am 24. Juni 1903 dem Verkehr übergeben wurde. Die offizielle Einweihungsfeier fand allerdings erst ein Jahr später statt, nämlich am 19. April 1904. Schuld daran war Charlie. Charlie war dafür bekannt, wenn er unter Druck gerät, ganz schön laut zu werden und dann ziemlich viel Dampf abzulassen. Aber alle liebten ihn. Darf ich vorstellen, Charlie. Benannt nach Charles Richard, dem Direktor der öffentlichen Bauten. Mit der Einweihung der Adolfbrücke wartete man also auf die Fertigstellung der Schmalspurbahn von Luxemburg nach Echternach. Obwohl die Bauarbeiten der Strecke bereits Ende 1899 begannen, wurde sie erst im Frühjahr 1904 fertiggestellt. Und da die Strecke starke Höhenunterschiede aufwies, die Charlie Probleme bereiteten, wurde sie 12 Kilometer länger als die Luftlinie. Auf zur Jungfernfahrt nach Echternach! Obwohl Charlie noch bis in die 50er Jahre fahren wird, verändert sich das Verkehrsaufkommen mit der Elektrifizierung der Strecke, mit der 1927 begonnen wird. Da die Straßenbahn mit 1000 mm dieselbe Spurbreite aufweist wie die Schmalspurbahn, teilen sich beide in den 30er Jahren die Gleise. Was schon mal zu Revierstreitigkeiten führen konnte. Keine Sorge, war nur Blechschaden. Und wieder veränderte sich die verkehrstechnische Lage auf der Adolfbrücke. Das Aufkommen des Autoverkehrs bedeutete für zahlreiche Linien das Ende. Unser Charlie fuhr also im Juni 1954 das letzte Mal über die Gleise. 10 Jahre später stellt auch die Tram ihren Betrieb ein. Der Verkehr nahm immer weiter zu. Die Brücke war zu schmal. Eine Sanierung notwendig. Das Verkehrsaufkommen machte eine Fahrbahnverbreiterung schließlich unumgänglich. Und dies erledigte man mit der Sanierung von 1960 bis 1962. Séjournés gemauerte Steinbögen hielten allen Belastungen hartnäckig stand. Bis dahin. Denn bei einer Untersuchung der Straßenbauverwaltung in den 90er Jahren musste man feststellen, dass zahlreiche Steinblöcke mittlerweile Schäden aufwiesen. Offenbar führten die Sanierungsarbeiten in den 60er Jahren zu exzentrischen Belastungen der Doppelbögen. Tja, ob Séjourné das wohl hätte kommen sehen. Jetzt musste natürlich gehandelt werden und man installierte 200 Ankerstangen, die verhindern sollten, dass die Risse größer wurden. Doch 2 Jahre später brach solch eine Ankerstange. Ein Unheil kommt selten allein. Auch die Abdichtung der Brücke gegen Tauwasser ließ zu wünschen übrig. Große Teile des Mauerwerks waren mit Salzwasser durchfeuchtet. Und das waren die Bedingungen, die zu der aktuellen Situation führten. Eine Sanierung war fällig, veranschlagt mit 23 Millionen Euro.
Ein Klacks gegen die Bausumme, die im Vergleich zu heutigen Staatshaushalt etwa 1,6 Milliarden Euro betragen hat. Mit dem Bau der Blue Brick wurde Ende 2012 begonnen. Denn auch diesmal wird die Brückenplatte der Adolfbrücke komplett entfernt und verbreitert. Wir bekommen nämlich wieder eine Straßenbahn, die vom Luxexpo-Gelände über den historischen Stadtkern zum Bahnhof fahren soll. Auch die Radfahrer kann ich beruhigen. Denn die Brücke lässt den Einbau einer Fahrbahn für den Fahrrad- und den Fußgängerverkehr zu. Diese vorerst letzte Anpassung an die Verkehrsbedingungen ist nur möglich aufgrund der genialen Idee Séjournées mit dem Doppelbogen. Luxemburg wird eine neue Sehenswürdigkeit erhalten, einen grandiosen Talblick. Ich bin schon ganz gespannt. Ich schaue mal kurz vorbei, wie weit die Arbeiten sind. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, Sie lieben die neue Brücke genauso wie die alten. Sie erinnern sich? In der Hoffnung, dass die neue Brücke genauso lange andauert wie die Unabhängigkeit des Großherzogtums Luxemburg. Ach, und jetzt noch einige Fotos von Charles Bernhoft, von seinem Album. Machen Sie es gut.